Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. D wie Dürnitz, ein besonderer Saal auf mittelalterlichen Burgen. Dürnitz? Was ist das? Die Dürnitz, abgeleitet vom slawischen Wortstamm Dornica, bedeutet beheizbare Stube, wird auch als Türnitz oder Dirnitz bezeichnet. Sie beschreibt meist einen Saal im Erdgeschoss, der als rauchfreier, beheizter Raum genutzt wurde. Die Dürnitz diente in erster Linie der Burgmannschaft oder dem höheren Gesinde als Speise- und Aufenthaltsraum. Solche Räume findet man vor allem auf größeren Burgen und Schlössern. Ab dem 15. Jahrhundert ist auch die Bezeichnung Hofsaal für die Dürnitz gebräuchlich. Hier eine Beispielzeichnung einer sogenannten Dürnitz. Moment mal. Ein rauchfreier Raum im Mittelalter? Ja, die Dürnitz war ein rauchfreier, zumindest ein rauchfreier Raum von der Heizung her. Tatsächlich gab es also Räume ohne offene Feuerstelle. Ein kleiner Luxus in einer Zeit, in der Rauch normalerweise zum Alltag gehörte. Und in der man vermutlich froh war, wenn die Kleidung nicht nach einem Räucherschinken roch. Die Dürnitz war demnach ein Raum, dessen Heizung ohne offene Feuerstelle auskam. Dies machte ihn zu einem besonders fortschrittlichen und komfortablen Aufenthaltsort für die damalige Zeit. Haben Sie die kleinen Löcher in meiner Zeichnung der Dürnitz bemerkt? Ja, diese scheinbar unscheinbaren Details in der Bodenplatte sind kein Versehen. Sie symbolisieren die Öffnungen eines Hypokaustensystems, durch die die warme Luft sanft in den Raum strömte. Ein geniales Heizsystem und das ganz ohne offene Feuerstelle. Wer hätte gedacht, dass mittelalterliche Baumeister so clevere Lösungen parat hatten? Beispiel einer Heißluftheizung des Mittelalters. Bestandteile der Heißluft- oder Warmluftheizung auf Burgen. 1. Die Brennkammer der Dürnitz wurde in der Regel von außen bedient. Diese meist gewölbte Kammer, ähnlich einem Backofen, besaß in ihrer Wölbung spezielle Öffnungen. Durch diese konnte der heiße Rauch in die darüberliegende Heizkammer abziehen und die warme Luft effizient in den Saal geleitet werden. Diese Bauweise zeigt von einer durchdachten Technik, die sowohl Komfort als auch Funktionalität gewährleistete. 2. Die Heizkammer befand sich oberhalb des Gewölbes der Brennkammer und war mit losen Steinen, beispielsweise aus Granit, gefüllt. Diese heiße Luft und der Rauch, die aus der Brennkammer aufstiegen, erwärmten diese Steinschicht effizient. Dabei wurde die Wärme in den Steinen gespeichert und langsam abgegeben, was zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung führte. Der Rauch wurde über einen abgeschlossenen Schlot des Kamins nach außen abgeleitet. Die Heizkammer war durch eine Steinplatte, 3, von der Dürnitz abgeschlossen. Diese Steinplatte war mit Öffnung versehen, die während des Brennvorgangs mit Stöpseln verschlossen wurde, um den Luftaustausch zu regulieren. Nach dem Abschluss des Brennvorgangs wurden die Stöpsel entfernt, sodass die gespeicherte heiße Luft aus der Heizkammer in die Dürnitz strömen konnte. Diese Bauweise erlaubte eine gezielte und kontrollierte Wärmeübertragung, wodurch die Dürnitz effizient beheizt wurde. Hier die Draufsicht dieser Steinplatte in der Dürnitz. Nun konnten sich die Ritter auf den mittelalterlichen Burgen in einer vermeintlich rauchfreien Umgebung aufwärmen. Sagen wir mal bedingt rauchfrei. Die fortschrittliche Heiztechnik sorgte zwar für eine verbesserte Wärmeverteilung, aber ein Hauch von mittelalterlichem Ofenduft dürfte wohl dennoch in der Luft gelegen haben. Solche Warmluftheizungen konnten in verschiedenen mittelalterlichen Burgen nachgewiesen werden.
Beispiele hierfür sind die Burgen Rochlitz in Sachsen, Mildenstein in Sachsen, Dollenstein in Bayern, Lichtenberg in Niedersachsen, Holsterburg in Nordrhein-Westfalen sowie das Marburger Schloss in Hessen, wo sie sogar im Obergeschoss installiert waren. Diese Anlagen belegen die fortschrittlichen Bemühungen des Mittelalters, Wohnräume effektiv zu beheizen. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister.